Nach dem letzten Fest ist Jesus in den Garten gegangen. Dort wollte er beten und mit seinem Vater im Himmel reden. Vater, ich habe so fest Angst. Ich wünschte, ich müsste nicht sterben und nicht leiden. Bitte, wenn du irgendwie kannst, dann mach, dass mir nichts passiert. Aber schlussendlich soll nicht passieren, was ich will, sondern nur, was du willst, mein Herr. Gott hat gesehen, wie fest sein Sohn Angst hat. Und er hat Jesus neue Kraft gegeben. Es war Jesus zwar immer noch komisch zumut gewesen. Und Angst hat er gäng noch gehabt. Aber er hat jetzt gewusst, dass das Gottes Wille ist und dass schlussendlich dann alles wird gut kommen, auch wenn es ihn fest herausfordert. Ja, Jesus hat nicht so Freude gehabt an dem, was jetzt wird kommen. Du kennst es sicher auch, dass du nicht immer gleich Freude hast an Sachen, die du machen musst. Manchmal musst du vielleicht ins Bett, obschon du doch noch hättest weiterspielen wollen. Oder die schönen Ferien sind vorbei und du musst wieder packen, für heim zu kommen. Oder am Morgen ist es so schön, daheim zu sein und zu spielen, aber du musst raus. Das ist nur ein kleiner Teil von dem, was Jesus hat gefühlt. Jesus hat gewusst, dass was jetzt kommt, wird das Schlimmste sein, was er jemals hat erlebt. Er hat aber auch gewusst, dass es der einzige Weg ist, damit kein Mensch auf dieser ganzen Welt für seine Fehler verurteilt wird und jeder mit Gott zusammen sein kann. Auf einmal kommen Soldaten in den Garten, wo Jesus mit seinen Jüngern ist. Oder Judas war bei ihnen. Er war doch eigentlich ein Jünger von Jesus. Immer bei ihm, ein guter Freund. Und jetzt kommt er mit römischen Soldaten und zeigt ihnen, welcher von diesen Männern im Garten Jesus ist. Petrus merkt sofort, was hier läuft. Und er wird mega hässig. Jesus, schau mal dort. Jesus, schau den Verräter. Einer von unseren Freunden. Ja, angeblich. Der hat die römischen Soldaten geholt. Schnell, geh hinter mir, versteck dich. Ich verteidige dich. Der Petrus zieht sein Schwert, fuchtelt um und breicht einen am Ohr. Ha! Volltreffer! Schnell weg, Jesus, schnell weg! Stopp! Wart, Petrus. Steck dein Schwert weg. Jesus macht einen Schritt auf den verletzten Mann zu, berührt sein Ohr und heilt ihn. Der Petrus kann nicht mehr glauben, was er sieht. Was machst du da? Jesus, du hilfst dem, der dich gefangen nehmen will. Du lässt dich einfach so festnehmen. Die Soldaten binden Jesus die Hände zusammen und nehmen ihn mit. Die Jünger bekommen Panik und rennen alle weg. Genau so, wie Jesus schon gesagt hat, als sie das letzte Mal zusammen gegessen haben.